Hallo und gutes neues Jahr. Willkommen im 2024. Ich weiß, ich sehe müde aus. Ich bin auch sehr müde. Und ja. Wir machen die Videos ja eigentlich jedes Jahr. Und ich denke, warum nicht die Tradition ein bisschen fortfahren? Ich weiß, meine Haare sehen ein bisschen ratchet aus, aber egal. Ja. Frohes Neues aus meiner neuen Wohnung, würde ich mal sagen. 2023 hat viele Veränderungen für mich gebracht. Also, für die neu auf dem Kanal sind, wir starten mit 2023 und dann gehen wir in 2024. So ein bisschen, was sind unsere Erwartungen, unsere Hoffnungen an das Ganze und wo, sage ich es mal so. Ja, 2023, wo soll ich da anfangen? Fangen wir mit Januar an. Januar war stressig. Ich war dort immer noch in der Prüfungsvorbereitung von meiner Prüfung Hauswirtschaft EBA. Februar war das Gleiche. Da sind nicht so viele Videos gekommen. März auch. April auch. Mai, Juni und Juli sind sehr ruhig auf meinem Kanal. Da ich ein VA zu schreiben, also eine Vertiefungsarbeit, die übrigens auch auf YouTube online ist. Also der Prozess ist online von dem Video, wie ich das Ganze also der Prozess vom Aufnehmen von dem Song und so. Weil meine Vertiefungsarbeit ist ein Song gewesen, tatsächlich. Also der Song von Sean de Crott und Ella Henderson, wo sie zusammen sind. Der eine Song und da, wo er allein singt. Also, wer den Song nicht kennt, Sean de Crott, All For You. Einzelversion und mit Ella Henderson auch All For You. Die habe ich covered für meinen Abschluss, also für meine VA. Und ja, und der Prozess ist auf YouTube. Es sind etwa, glaube ich, 4 Videos von dem Ganzen oder 3 Videos. Ich muss euch gerne, das sind, glaube ich, die letzten 3 Videos, die ich gepostet habe. Also. Ich bin mir nicht sicher, es ist lange her, seitdem ich nicht mehr auf YouTube war. Und ja, und das da wird sich auch bald ändern, glaubt mir. Ich bin nur ein bisschen ängstlich. Ich erzähle das aber nachher. Ja. Also wir sehen Mai und Juli eben. Prüfungsvorbereitung, Prüfung und tatsächlich noch Abschluss. Weil die gute Nati hat bestanden mit einem 4,8. Ich habe bestanden. Als Wirtschaftspraktikerin EBA. Ich bin super stolz darauf, dass ich bestanden habe mit 4,8. Und ja, Juli, August hatte ich Ferien. Ich war in Spanien mit meinem Freund, der dahinter ist irgendwo. Ja, August habe ich eine neue Stelle angefangen, jetzt in Bern. Dann August, September, sagen wir so, August, September, Oktober, November habe ich einfach gearbeitet, habe mich in eine neue Stelle eingearbeitet, weil ich halt 2 bis 3 Monate Probemonate hatte. Habe mich eingearbeitet, habe zwischen August, September, Oktober, November und Dezember eine Wohnung gesucht, hier in Bern. Das ist viel zu weit ist von mir daheim zu Luzern, hier auf Bern zu fahren. Also das sind fast immer eine Stunde Pendelzeit. Also ich muss rechnen, eine Stunde von Luzern bis Bern. Immer. Und das 2 Mal am Tag sind fast 2 Stunden. Und das ist einfach viel zu viel. Muss man da rechnen. Wir möchten da gar nicht von den GA-Preisen jetzt reden, die aufgegangen sind. Weil in dieser Zeit habe ich das GA nehmen, das ist auch nicht anders gegangen. Aber weil es viel zu teuer war. Aber alles andere wäre noch viel teurer gewesen. Ja. Und dann im Dezember, also sagen wir Mitte, Ende November, ist dann die Nachricht gekommen, dass wir die Wohnung hier anschauen können, tatsächlich. Hier, wo ich gerade drinnen hocke. Und das Ding ist dann anfangs, sagen wir Mitte, Ende November, ist dann auch gerade die Nachricht gekommen, oh, gratuliere, ihr könnt die Wohnung haben. Also haben wir jetzt die Wohnung. Dann Anfang Dezember sind wir gezögert, das Video kommt dann noch online. Ich muss dann noch ein Review machen von dieser Wohnung, weil ich bin noch nicht fertig mit einrichten. Das ist eben noch das Ding, ich bin noch nicht ganz fertig mit einrichten. Das meiste ist schon eingerichtet, also Elektronik läuft, also Tablet, Laptop, Fernsehen, Tisch, Tastatur.
Es läuft eigentlich schon alles, aus noch ein paar Kleinigkeiten. Weil die Wohnung ist nicht sehr super groß, aber es reicht für mich und ihn. Und sie ist auch nicht super teuer, also reicht es komplett gut zum Leben und zum Wohnen. Ich bin halt auch mega dankbar, dass wir die Wohnung haben und so. Was super cool ist. Und ich finde die Wohnung auch mega cool. Aber wie gesagt, Video kommt noch. Ich muss es eben noch filmen und dann nachher aufladen. Das Problem ist eben mit dem Handy hier, ich habe ein iPhone 14 Pro. Ein iPhone 14. Und das Problem ist, ich habe gemeint, also, versteht mich nicht falsch. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so ein grosser Struggle ist, weil am Anfang ist es gut, irgendwie lustigerweise, am Anfang habe ich gut Videos von hier auf meinen PC laden. Und irgendwie mit der Zeit ist es jetzt mega kompliziert. Mein Google Drive tut sich mega komisch, mein PC tut mega komisch. Sie akzeptieren einfach mein iPhone irgendwie nicht mehr. Und ich kann die Sachen noch sehr schwer aufladen. Aber ich habe da schon eine Lösung. Ich wechsle auf mein Android zurück, also mein Samsung Galaxy S21. Das ist jetzt nur die Reparatur, weil kleiner Tipp, schießt euch das Handy nicht mit voller Wucht am Boden, wenn ihr hässlich seid. Macht das nicht. Das kostet euch noch Geld, Zeit und eine Reparatur von 200 bis 300 Franken. Ohne Versicherung. Immer Versicherung haben. Ja. Genau. Muss ich stoppen, aber Dezember 2023. Wir haben die Wohnung bekommen. Haben dann, das Lustige ist eben gesehen, ich habe sie, glaube so am 21. November, ich glaube, der Vertrag von der ganzen Wohnung, das ganze Zeug, und es heisst im 1. Also, ich habe nicht gedacht, dass es am 1. Dezember schon ist. Ich bin nämlich dumm und habe geschrieben, kein 1. Dezember Einzugstermin. Ich habe nicht gerechnet, dass es sofort kommt, weil hier noch jemand drin war. Und er hat gesagt, er wird erst Mitte, Ende Dezember rausgehen. Aber er wird auch schon früher rausgehen, die Person, die vorher hier gewohnt hat. Das habe ich aber nicht gerechnet und dann ist er, er hat eben die Wohnung gekündigt, ausserterminlich. Und darum ist es nachher so gewesen, dass ich total Stress hatte mit Packen und Bewegen, weil am 1. Dezember habe ich den Schlüssel geholt und dann am 2. Dezember alles gezügelt, weil ich dort eine Ferien hatte. Das waren meine letzten Ferientage. Lustigerweise. Und dann sind wir eingezogen und nach hat sich alles ergeben. Und jetzt wohne ich hier in Bern, also ja. Dann Ende Dezember. Ja. Normal gearbeitet, gemacht, da. Eingerichtet, eingeräumt. Ja. Und dann eben 31. auf 1. Dezember haben wir ein Jahr gefeiert, also nicht hier, sondern mit meiner Mutter daheim. Sie hat uns eingeladen, wir haben gegessen und übernachtet, weil ich nicht unbedingt an Neujahr zurückfahren am 2, 3, 4 Uhr morgen. Und ja, dann sind wir heimgegangen und dann haben wir frei gehabt. Also ich frei gehabt bis am 4. Januar und dann habe ich gearbeitet. Ja. Was jetzt... So. Das war 2023. Es sind eben 2023 nicht so viele Videos gekommen. Es tut mir sehr leid. Es war einfach, dass ich gearbeitet habe, eine neue Stelle hatte, eine Prüfung, also wirklich Prüfungsvorbereitung ist von Mai bis... Lass mich jetzt nicht lügen. Ich glaube im Juni sind Prüfungen, ich weiß es nicht mehr genau. Juni, Juli. So Juni, Juli sind Prüfungen gewesen. Und dann so Mitte Juli hat man Abschluss gehabt. Mitte, Anfangs Juli, ich weiß es nicht mehr. Nein, 10. Juli war Abschluss gewesen. Und vorher sind Prüfungen gewesen, irgendwann. Genau, am 8. Juni hatte ich eine Prüfung gehabt. Also ich hatte 2 Tage Prüfungen gehabt. Am 8. Juni war eine und dann am anderen Tag sind 2 Prüfungen gewesen, weil du hast ja eine Hauswirtschaft 4 Bereiche und du hast 2 Orte und 2 Tage. Weil du hast jeweils für einen Bereich 1 Stunde. Darum. 4 Tage. 2 Tage, sorry. Ich bin ein bisschen müde. Ja. Januar 2024. Wir sind gut reingestartet. Wir haben
gefeiert. Wir wohnen, wir leben, wir richten weiterhin ein. Es ist aber noch nicht ganz fertig, weil die Wohnung ist ein bisschen tückisch, ich muss sagen. Die Wohnung ist eben alt, es ist eine Dachwohnung, wie man schon an der Schräge hier sieht. Man muss halt ein bisschen tüfteln, weil die Wohnung ist nicht sehr groß. Die Wohnung hat sehr viele schräge Ecken. Und man muss ein bisschen kreativ sein mit dieser Wohnung. Aber das ist die Challenge, die ich unbedingt brauche. Habe ich mir gedacht. Nein, es ist gut so wie es ist. Es ist machbar, es ist lebbar, es ist nicht so teuer, es ist gut so wie es ist. Ja. Aber Januar 2024. Jetzt kommen wir zu 2024. Was ich erwarte, was ich versuche, was ich möchte. 2024, ich versuche, mehr Videos zu machen. Mit versuchen, ist gemeint versuchen. Ich kann nicht sagen, wie viel ich mache und tue. Halt unregelmäßig, dementsprechend, so wie vorher. Also erwartet nicht jede Mittwoch ein Video. Nur, dass ich es mal gesagt habe. Und erwartet nicht mehr die Haarfarbe, weil ich finde die Haarfarbe auch schrecklich. Ehrlich gesagt. Das ist so ein ausgewaschenes, genau. Ein ausgewaschenes Strassenköterblond, wo in das Gold geht. Sorry. Und da ist meine Naturhaarfarbe. Ein wunderschönes, helles Schokibraun. Naja. Aber was ich erwarte ist, also was ich mir wirklich wünsche, ich mache wieder unregelmäßig Videos, also erwartet nicht viel. Streamen wäre auch cool, aber ich glaube, es geht nicht unbedingt. Wenn dann halt nur reden oder so. Also reden, Streams. Oder singen halt, aber ja. Und ja. Also ich schaue auch vorwärts, tatsächlich meinen Job zu verändern, also meinen Job zu wechseln. Mal schauen, ob das klappt. Weil es sind so viele andere Hände noch dazwischen, die ich muss anrufen, machen und tun. Weil gewisse Leute sind einfach richtige Piep. Und ja. Aber Jobwechsel wäre noch etwas, was ich machen würde, weil physisch und psychisch der Job langweilt mich. Ich kann gar nicht sagen, was ich mache. Ich tue einfach reinigen. So. In einem Altersheim. Und ja. Jetzt würde ich sagen, aber es ist ein guter Job, bla bla bla. Ja, es ist ein guter Job, aber die Leute, die mich wirklich kennen, wissen einfach, dass das Gleiche machen, mich einfach langweilt. Also, der Job Hauswirtschaft ist für mich einfach so, es muss alles drin sein. Ein bisschen kochen, ein bisschen waschen, ein bisschen reinigen, ein bisschen servieren. Nicht nur reinigen. Weil das langweilt mich halt und ja. Mal schauen, wie es weitergeht, wie es funktioniert, wie es tut und macht. Ich versuche regelmäßig Updates zu geben. Ja. Weiterhin die Wohnung einrichten. Die Wohnung ist noch nicht fertig, obwohl wir jetzt einen Monat hier sind schon. Ja. Was ich noch von mir wünschen würde, ist vielleicht nochmal ein Lied rauszubringen. Weil ich schon, glaube länger, ich weiß nicht, wie lange das her ist, das Lied mal veröffentlicht habe auf YouTube, das heißt Mirror. Also Spiegel, Mirror. Und ich würde wirklich gerne noch Musik veröffentlichen. Und momentan ist es schwer, Inspiration zu finden, ehrlich gesagt. Naja. Aber bis jetzt nehme ich das Leben so, wie es ist. Nein, ich nehme es 2024, so wie es gestartet ist. Das Leben ist einfach, ja. Und ja, ich würde euch noch ein paar Tipps auf den Weg geben, bevor ich das Video beende. Und zwar, egal was passiert,
Es wird immer etwas geben, was euch runterzieht. Und egal was passiert, versucht immer das Beste daraus zu machen. Weil ich habe jetzt gerade einfach eine sehr komische Situation aus meiner Vergangenheit. Und wer gesagt hat, dass die Vergangenheit einen nicht einholt, lügt. Die Person lügt. Die Vergangenheit holt einem ein. Nicht immer alles, aber das meiste. Glaube ich nicht. Weil das ist wirklich lustig. Etwas von der Vergangenheit hat mich jetzt nämlich eingeholt. Ja. Aber egal was kommt und was passiert, egal ob ich die Vergangenheit einholt, versucht einfach positiv zu bleiben, macht das Beste daraus und ja. Ihr könnt es, macht es. Stay positiv. Und weiterhin ein gutes 2024. Und wie ihr wisst, das wird hier uncut aufgeladen, so wie immer. Naschitja out.